Juden haben alle eine Hockenase. Nein. Ich glaube, Juden leben nicht in einer eigenen Welt. Ich bin stolzer Teil der Schweizer Gesellschaft, nehme sehr gerne an ihrer teil, profitiere und ich glaube, ich gebe auch etwas. Vielleicht, was man meinen ist, dass die Ultraorthodoxen, die sich schwarz-weiß kleiden, mit dem Hut rumlaufen, in ihrer eigenen Welt leben, aber das stimmt auch nicht wirklich, weil die zum Teil viele haben auch einen normalen Job. Es ist ein lustiges Vorurteil, dass die Juden die Weltherrschaft übernehmen wollen. Ich persönlich kenne jetzt keine Pläne, bin nicht eingeweiht, aber nein, ich glaube, das Vorurteil kann ich entschieden abweisen, das stimmt nicht. Geldgeil finde ich jetzt gerade ein bisschen ein krasses Wort. Juden sind nicht geldgeil. Vielleicht sind sie kritisiert worden in Bezug auf Geld, weil sie in die Finanzbranche historisch gesehen hineingedrängt worden sind, aber sie sind sicher nicht geldgeiler wie andere. Juden gleich Israelis auf keinen Fall. Ich fühle mich verbunden mit Israel, aber ich bin kein Israeli und bin auch nicht verantwortlich für die Politik von Israel. In der Schweiz gibt es keinen Antisemitismus, ist das Ideal. Leider gibt es doch Antisemitismus. Einerseits werde ich vielleicht zum Teil komisch angeschaut, wenn ich in meiner Kopfbedeckung den Kippa auf der Straße rumlaufe. Und das andere ist, dass ich schon mal auf der Straße von einem fahrenden Auto aus mit Heil Hitler berufen worden bin. Juden wollen ständig über den Holocaust reden. Es ist leider ein sehr grosser Teil von unserer Geschichte. Aber nein, es ist jetzt kein Thema, das ich am Nacht mit meiner Familie gerne bespreche. Extrawurst ist ein lustiges Wort. Juden haben manchmal den Anschein, dass sie Extrawürste sind. Sie haben viele Wünsche auch. Sei das jetzt in der Schule, wo man an der Viertag keine Prüfung schreiben kann und wegen dann die Prüfung verschoben werden muss. Oder wenn man mit Kollegen rausgeht oder nicht mehr essen will, dass man dann halt ins koschere Restaurant geht. Ich wünsche mir, dass man Respekt hat im zwischenmenschlichen Zusammenleben und dass man die multikulturelle Gesellschaft, die wir hier in der Schweiz haben, schätzt und auch etwas davon abgewinnen kann, weil ich glaube, jeder Mensch gibt und nimmt. Und so können wir doch eigentlich alle uns glücklich schätzen, dass wir in der Schweiz leben.